Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim CNCI an dem Moi. Hallihallo und herzlich willkommen an einer neuen Episode vom Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre, dem CNCI und dem Moi. 2026 steht bei uns ja ganz am Zeche von der Erbecht an der Eisener Stahlindustrie. Die Schmelze funktionieren nach, wir haben die Lützebäuer Mine gibt es 1981 kein Minette mehr aufgebaut. Mein Name ist Jan, ich bin von der Minette Biosphäre und heute wollen wir hier schmatt bei Leuten, die so gut am Jahr 2026 nach an oder runderem Mine schaffen, mam Ziel, diesen Teil von unserer Industriegeschichte lebendig zu halten. Hashtag Minette Mashup, das ist den Hashtag, mit dem da ist überall online rumfahren könnt. Und für die Erinnerung und Zeit an der Mine lebendig zu halten, sind wir diesen Monat am Van de Grasen erwähnt. Weil 100 Jahre lang war das Klangtal ein von den Zentren vom Eisenerzaufbau. 1955 wird die Lastgalerie zugemacht und zwischen 1974 und 1978 gouf am Dallner enke am Darbau Minette aufgebaut. Haut geheiert de Van de Grasse zusammen mit La Sauvage zum Minette Park. An dem Minette Park sind auch direkt zwei Vereine daheim, die historisch Material restaurieren und für das Publikum erlebbar machen. Den 1900 und Minies Bun Duell. Wir starten diesen Episode mit Robin Weles, der Direktrice vom Minette Park. Und für das Gespräch sucht man der Epicerie Victor Bink, die Ende von den 1980er aus dem Zentrum von Deverding an der Van de Grasse geplündert ist. Die vom Van de Grasse, also mir ja pur Sachen, die original eigentlich nicht von hier sind, auch Paul Würzel, de Laminoir, mit das wirklich drum gegangen an nach Jahren, wie hier den Kulturministerium sich auch investiert hat, für Sachen hier aufzubauen, am Anfang für ein bisschen die komplette Geschichte von den 100 Jahren Eisenerz-Exploitation zu weisen. An die Epicerie hilft da ist eine Monuments der soziale Wolle auch die Leute ein bisschen Minute zu bringen, eben die Migration, da kaufen, leben und nicht nehmen, schaffen, die Wolle. Der Tisch auch den Laminoir an Paul Würzel am nach Jahren hin transferiert gehen. Der Laminoir, den war Belval Ersatz. Genau. An Paul Würzel, die Stück an der Stadt. Und so dass man effektiv von den Purplätzen aus dem Land Sachen hinabbrüscht und neu abgebaut haben. Tisch das schon, wenn in Minette Park den umhält, also wirklich auch Park, ein bisschen wie, ich will nicht so einen Attraktionspark, aber tut schon ein paar Notionen von. Ja, also den Open-Air-Musee, also effektiv, da haben wir wirklich, es kann ja auch viel außerhalb von der Ouvertüre von den Sichtzonen schon mal kommen und einfach spazieren gehen, da kann ich die Sachen noch schon gucken. Das ist mein großer Vierteil, den wir haben. Und dann stehen verschiedene Sachen vom Patrimoine gucken, die effektiver abgebaut kaufen. Sind du noch Sachen an der Markt? Soll du noch für Patrimoine hinkommen? Es war ja mal ein bisschen darüber diskutiert, gegen Gasturbinen von der Deferdinger Schmelz hin zu transferieren. Ist das vom Durch? Ist das noch aktuell? Aktuell ist es nicht mehr. Das sind effektiv schon ein paar Jahre hier. Für unbedingt neue Sachen hier aufzubauen, das lohnt nicht. Wir haben ein paar Projekte, wo wir drauf schaffen, für dass wir auch ein Gebäude hinkriegen, dass wir die ganz, weil der Minette Park hat nochmal viele Themen und auch eine große Geschichte dafür. Wir schaffen dafür, dass wir eine Musik kriegen, dass wir einen Platz, wo wir die ganze Geschichte leider auch viel besser erklärt können kriegen. Ein Zooplatz, das ist nämlich auch, so sind wir aber viel wieder bedingt aufhängig. Wir haben ein paar historische Gebäude, die effektiv nach da jetzt längst stehen, bis innen dann effektiv bei Gar, wo dann nach die Remise noch von den Tisch sind. Und damit fährt Minias Bune befocht für Richtung den Duell an Minen zu fahren. Ja, anderen zu La Sauvage rauszukommen, wo da dann aber nach die anderen Sachen hat, die auch noch zu ihr gehören. Da haben eine relativ große und impressionante Zahl de Pendus. Genau, also zu La Sauvage, die Zahl de Pendus, die ist du geschaut, ist mir noch der Musée Eugène Pache, wo es um Fossilien und Objekte von Mineren geht.
Und dann ganz am Dorf wie klangen, heißt du bist du vergessen Muse, den Aspasmysologik, den ja war immens flott ist, wo effektiv Geschichte vom Dorf erzählt, gedoch mit der Legende von der Villafranc. Das ist wirklich ein Besuch der Wert und das war sowieso ein immens flott Dorf. Ich meine, da hat auch schon einen Podcast, wo da du geschwärzt hast. Auch mit der Legende. Genau. Das heißt, es kann ihn sich als Visitor ummelden für Guided Tour, den diese kurz oder so, also die verschiedene Längen nur doch. Ja, also wir haben effektiv so thematisch auch abgedeelt. Wir könnten ein 2-3D-Programm so über die Pfanne Gras machen, sodass man effektiv thematisch abdelen. Entweder die Pfanne Gras, mit dem Tisch, La Sauvage, mit der Miniasbun, also da gibt es aber viele Kombinationen, die ich kann machen. Wir sehen sich also Zischfuhren hauptsächlich vom 1. Mai bis an September auch für die Gruppen, also für die Visiteure individuell, ja, erst Sonntags und am Sommer auch noch ein paar andere Tage. Für die Gruppe sind wir aber eigentlich ganz Jahr ab. Das ist aber so, dass sich am Winter viel arbeiten, auch auf den Gleisen und den Lokomotiven und den Waggonen haben, sodass es nicht immer möglich ist, am Winter zu fahren. Was auch das ganze Jahr ob ist oder zugänglich ist den Töttelberg, den du auch schon erwähnt hast, den ist auch Teil vom Minette Park und den hat ja auch eine super spannende Geschichte. Ich wollte ganz kurz ein paar Sachen darüber erzählen. Das Gegend hat ja ganz viele verschiedene Leute angezogen, nicht nur Mineren, an die ganze Industrie darunter, aber auch am 1. Jahrhundert vor Christus hat der keltische Stamm Treverer. Die hatten hier größte Siedlung Töttelberg. Den Oppidum Petinger Töttelberg, also auch das einzige zu Lützeburg an von den wenigsten erhaltenen in ganz Europa. Das ist einfach auch super spannend. Und da gaufen bei den Ausgrabungen eine andere Werkstätten für die Bronzeverarbeitung fand. Er war für ganz langer Zeit schon ganz viel los. Das ist auch effektiv ein Grund, für was wir wirklich schon dem Musee, von dem ich vorher geschwärzt habe, wo wir dran hängen, weil uns sich mir effektiv nicht nur 100 Jahre Eisenerzausgrabung haben, mit 1000 Jahre Eisenausgrabung. Und deshalb, was wir effektiv auch gingen mehr da können thematisieren, weil das effektiv schon, das ist nicht immens bekannt, oder von den Leuten, die sich auskennen, ist es bekannt, aber für den Grand Public, also das war die nicht weiß, war den auch leider da, wenn nicht jemand viel unbedingt gesagt, wenn ihn es nicht auskennt, dann das effektiv auch von in der Wolle, wo man gegen mich ja drauf schaffen. Ja, das ist anscheinend lo ganz von den Bösch da sing Restaurant zurückgehalten ist. Mit kann ihn aber noch auch drum spazieren. Genau, kann ihn gesagt, schon verschiedene Teile sehr visibel gemäht gehen, wo ich noch kann effektiv rundherum spazieren gehen. Für an de van de Gras zu kommen, gëtt et an de Summer Meiglechkeet man Zug zu fuhren. Dat ass aber net egal wéi en Zug mit den Tren 1900. De Charles Kugeler, e passionéierte Member vum Tren 1900, verreet als méi wat der SBL die Zugstreck bedreift, fängt ganz viel an der Geschicht vum Verein un, den schon unter den 1970er Joren aktiv ass. Auch wann dat fir déi Zeit eng ziemlich verreckt Idee gewircht war ass, weiben Demos huet der Teiten alles dat CRL geheiert. Irgendwann das eben dazu kommen, dass CRL dem 1900 der Titan zur Verfügung gehen hört und dann konnten 1900 sich an dem Fall 100 Bier so mal etablieren. Und sich auch ein bisschen breit machen mit Hangere Materialien, wo auch aktive Material kann geschafft werden. Ja, genau. Wo könnt ihr hier, 1900? Mal den 1900 hier generell noch AMTF, also Association des Musées de Tourisme Ferroviaire. Mais bon, am Anfang den 1900, das ist der Num eben Train, wenn es eben Zug, logischerweise. An 1900 könnte am Anfang von der Maschine, wo die Firmen davor gespart hat, die 1973 an den Verein kam und noch da Betrieb war, weil die 1900 gebaut ging ist. Und da wenn sie da hecht den 1900 eben 1900. So. Okay, also ja. Das wirklich Geburtsjahr von der ersten Lokomotive, so ungefähr, die vom Verein betrieben wurde. Ja, die als Maschinen als today für den gelaufen, das Tandemmark Nummer 8 steht da am Depot. Okay, wie viele Maschinen stehen dann heute an dem Depot?
Haut also der dort nicht dat den Depot do hannen den ass do stehen eng 6-7 Maschinen do vun der eng Remork vun engem Schienebus dem ha hunn och schon seit 1971 Schauwer schon am Verein net dat ass de kleine rode Schienebus ja den dat ass den Z150 dat ass en Schienebus vun 1951 mat engem Büsing Motto dran dats am Fong eng Prototyp vun der Serieversion die et habt schoch méi an Deutschland gin ass Meerwoche in Lützeburg an dat eben eng Remork do vunner die net motoriséiert das an die huet so gënnere Postabteil dran. Also den Zug kann ihn ja auch besichen an dran sitzen an der Fuhren. Kannst du eine Story war bisschen mehr erzählen, was für eine Gelegenheiten das der Fall ist? Man Fong, das lebt halt so oft, dass Neues kommen, wenn wohl kommen dann hier Lunch zu parken hier und dann geht Maschine aus dem Shop geholt. Maschinen könnt dann hier auf Fuss und da geht sie dann noch präpariert und geht dann eben noch angefangen. No 4 Stunden wo se dann nu gefangen gouf as se dann betriebsberät Tech dann hue ze genug Druck an dann gouf auch aufgeschmiert für das alles auch gut rollt. Dat hicht der präfikg 4 Stunden von dem Moment wusste Feier am Kessel bis also eng Dampflokomotiv real ersatzbereders. Ja genau dat dauert ungefähr 4 Stunden dat kein doch viel mich schnell go mir das natürlich auch dat geht mehr op Material van den datlo viel mich schnell mischt dafür immer sche gemidtlich 4 Stunden. Da sind dat nach Kleinmaschinen he bon. Und dann eben ab am Mëtten könnt dann Maschinen die könnt dafür den Zug run an da fährt die op Painting der das direkt wie von dem Finagua von Painting könnt du dann du hin dann kommen sie leitischen und dann kann ihn daneben die Rees am 300 durch den Fußbösch bis rein von de Gras mat machen. Anschließend gött engem dann zum Beispiel nach Geburten, dass en Chap besiche kann oder vielleicht auch sogar Mataminbun führen kann, die ganz so bei der Gedel beim kleinen Restaurant auch fortfährt. Emol am Dach könnt auch ein Karo an de von de Gras an der 14 mal engem Wohnraum op. Ja für die Klosdach sind noch ganz viel meistens ganz viel Kanner dabei du den eng bis 2 Dampfmaschinen die dann Orchestern Zug führen und dann kann ihn sich dann eben bei den Gläsen Öfen den eng Teacher sicher kommen und dann hast der schöne Kader für das ganz bisschen zu zelebrieren. Das ist kein normale Gläschen, das ist eine ganz ja das ist schon cool. Spezielle. Du bist als Binnenwollhaier engagiert. Du hast gerade gesagt, es dauert 4 Stunden bis das Maschinen sondes Moes Predders für das an den Ersatz kann kommen. Ich will mal lohnen, dass aber so den Maschine viel mehr wie just die 4 Stunden an der Woche geschafft wird. Wie dags passt du hei? Wie dags passt du von der Gras? Wie dags sie der hei als Verein an schafft und ihre Maschinen und ihre Waggon und ihre Lokomotive? Also ich persönlich silo eben regelmäßig einmal an der Woche meistens samstags sind ich von der Gras sonst wenn daneben der normale besonders Betrieb ist dann sind ich dann meistens auch immer hei. Außerhalb von der Saison sind ich hauptsächlich nicht mehr samstags hei. Mit sind auch gehen noch verschiedene Leute die auch öfters mal hei sind wenn sie gerade Zeit tun oder so dann können sie gerne hei schaffen oder so und dann für mich als dat ganz am Fong bëssen so dat den Erhalt von dem allen Eisenbundsmaterial an noch von dem ganzen Industriepatrimoine as am Fong für michch ganz wichtig für auch überhaupt da vielleicht andere Leute die dat net kennen dat ze weisen dass het dat gouf war doch van den Schei wirklich gut klappt also weil den noch wirklich gut weise kann wie der Teil gelaufen was dat ganz das natürlich auch dafür für das ganz bisschen de Junge noch beizubringen wie der Demos war dass du die kleine Message an daran besteht doch dann Zukunft von dem ganzen Verein. Hast du dann arbeitest du an der Familie dass du das irgendwie am Blut hast oder könnt das von dir selber? Das ganz tut am Fong nicht am Fong so wirklich mit meiner Familie zu dienen kann natürlich sein dass das bisschen bei Menge Vierfahrer war für weil 2 Großpap die hun alle op der Arbeit geschafft den die waren Karle Walzweg
also alle Beit waren zu Diedling am Karle Walzweg an den anderen die war Visiteur op der Bun für Zijo zu fertigen. Also aber ein kleinen Connection, die du hast. Denken. Wo man noch nicht drüber geschwärzt haben, sind Waggon, mit denen 1904. Das sind ja auch alles historische Waggon, die da selber erstand gesetzt wird, renoviert wird. Und die gibt es ja auch an verschiedene Klassen, von dem luxuriösen Gepolsterte bis bei dem mit den Holzbänken. Genau, das ist eben an dem Fall die dann zweite Klasse. Da gibt es auch für den Ticket einen kleinen preislichen Unterschied. Aber das ist natürlich viel mehr komfortabel an einer ersten Klasse zu fahren, wie an einer zweiten Klasse. Also hauptsächlich als gemütliches Zweitklasse, Erstklasse, pardon, das ist ein Belgien Wohn, den aus den 30er Jahren stammt, der wird ganz oft benutzt. Natürlich schon mal auch nach Prinzer Wattüren. Das sind am Anfang Lützeburg Eisbundswehen, die den 1900 gekauft hat. Die also früher real am Schienenreso am normale Personentransport Genau. fahren. Am Anfang kann ich sagen, dass die meisten Eisenbahnswehen und auch die meisten Lokomotiven, wenn nicht sogar alle Lokomotiven, etwas mit Lützeburg zu tun hat. Zum Beispiel verschiedene Dieseln oder so, die sie früher bei der CRL gefahren. All die Dampfmaschinen, die wir haben, die sind irgendwie bei der Arbeit gefahren. Hauptsächlich schon mal Industriedampfmaschinen. Jetzt sind natürlich auch, das vielleicht ein oder die anderen darin, die auch ein KH bei der CRL an der Zeit auf dem Streckereso gefahren ist. Schluss geht es danach aus dem Fond de Gras op Plasowech. Dofir geht es an den Duell. Minja durchsteht Minjasbuden fährt. Du Joel Milchen, Präsident von der ASBL, erklärt. Also den Hauptarrivée, wo die Leute hinkommen, ist der Fond de Gras, das ist streng bekannt. Du fährst du sich sonnesten Zug fort, an der vierten in Richtung Rodosch. Du musst die Leute dann umklammen, an den elektrischen Zug für dann durch Min zu fahren, zwischen Rodosch und Lasowage. Und da kommen sie zu Lasowage raus. Der hat auch Strecken, die von Lasowage aus fortgehen. Genau, ein Jahr Richtung Kirch von Lasowage, das ist dann ein guter Kilometer. Und dann ein Jahr von der Galerie Sondre von Lasowage aus Richtung Frankreich auf die Zone. Das ist dann so bald 2 Kilometer. Das ist dann, ja, am Frankreich. Die Deler laufen iwwerjedech genauso wie den vom Fond de Gras bis op Rodange, das am Anfang just töcht Rodange aller Sauvage, wo Minjasbun noch wirklich eng Minjasbun ist. Genau, also op 1,4 Kilometer für genau zu sehen, zwischen Rodange und La Sauvage geht es innerirdisch durch ein altes Birschwerk. An der Rest ist eben alles über da. Wir fuhren zwischen dem 1. Mai am letzten Weekend September all Sonden an einer Feiertag. Das ist immer noch mittags. Dazu könnt dann eben noch Sonderfachen, die kann buchen während der Periode. Das ist dann meistens dann in der Woche. Je nach Disponibilität von unseren Leuten, wenn wir sind alle gut benevol, kann man etwas anbieten. Also eben etwas ob muss, wie die Leute gerne hätten, zu der Arbeitszeit, wie auch immer. Wie viel Benevol hat er dann an der Assoziation? Zu wie viele Leute sind da? Mal insgesamt 25 plus minus. Der jüngsten, den hat 13 Jahre, den ältesten 67 Jahre, wenn ich nicht täusche. Und dazwischen das eben die ganze Bandbreite von Alter. Wird dann durch jede riesige Lokomotiv? Nee. Wie viel der hat er dann? Uns haben wir da viel mehr, wie wir anderen haben, für da keine Streit zu provozieren. Die mehr Lokomotive wie Membern, das hatte ich selber nicht gedacht. Ja, 51 Lokomotiven insgesamt. Also nicht alle gut vorbereitet, aus Gründen. Das füge, dass wir wenig wohl sehen, wir fahren 12 Jahre mit Leuten rundherum und das nächste 12 Jahre wird dafür benutzt, um alles vorbereitet zu halten und du kannst ihn nicht mehr machen, wie es logisch ist. Das heißt, mehr machen mit rein benevoler Kraft als schwierig bis gar nicht möglich. Einfach nicht mehr das Zeit können. Und ich denke nur aus finanziellen Gründen. Also so Lokomotiven zu restaurieren, das ist wahrscheinlich auch nicht zum Nulltarif zu machen. Sogar wenn Benevols Stunden, die daran investiert, dann nicht bezahlt gehen. Genau, sowohl wie auch, das heißt, ein Lokomotiv komplett frisch abbauen. Du, wenn ich vieles selber kann machen, was wir Gott sei Dank können, also aber einen finanziellen Aufwand medisch, den Eiskäse, wo man Ticket verkaufen, schon quasi gegen sprengen, das nicht zu machen. Ein Dampflokomotiv, das natürlich das teuerste, weil ich kann holen, für abzubereden. Das sie beträgt, du müssten mal gefühlt 100 Jahre fahren, kein Cent aus der Käse rausgehen, du können eine komplette Revision von seiner Maschine zu machen. Das heißt, allein ohne CD-Monument oder INPA, wie das heißt, wie sich das Ganze nicht machbar. Einfach nur aus
den finanzielle kann. Dat geht alles anderen Hand oder sos nach Unterstützer den Minetpark zum Beispiel oder die 2 Gemengen, die zum Minetpark gehören. Genau de Minetpark sech so eng Dachorganisaun die guckt eben das Zitten opsinn, das Museen opsinn, das Giden dosinn Sonderfährte können Leiit doch bei hin nufroen sie organisieren dat dann Matrickspruch mat da is sie agieren somoll am Hangrund, sie machen Publizitéit Vereiner machen d'werbecht. Gemengen natürlich Dinger Pating die 2 Gemenge wo man eben tätig sind die hun noch einen finanziellen Apport den sie gehen ohne Ideen doch schwer möglich ist zum Beispiel Gemeng Diverding finanziell Gi von das vom Siegel die eben all die Kleinigkeiten nenne ich mal machen Minen gucken dass alles proper ist Sachen durchstreichen Sachen renovieren ja Kleinigkeiten kennen die so also das schon ein Riesenhölle für alles was sie machen da muss mehr dann jemand Gemein Pating natürlich selwisch die finanzieren noch mat Unidad aus dem Netz machen natürlich auch wie gesagt den Inpa den eben der größten Teil vom Finanzament die verhält Gott sei Dank mit der Tisch der Memberen die hat schon den Know-how für die Reparaturen von den Lokomotiven zum Beispiel. Ja, dat kann ich so dat lehrt sich mat der Zeit all die Technik die hier steht oder der größten Teil davon da das Technik ja die aus 100 Jahre also mal an der Schule an den technische Fächer leer den aktuell Sachen war gut Elektro bleibt Elektromechanik auch mehr das aber relativ spezifisch für den so näherens fand du musst in der null signal Bischer oder eben ja Learning by doing so find sich statt daneben. Da kom mir gucken nach bis wie weizregant Vergangenheet an 1990 de muss wieder gegrünnt gin. Wie ist die Initiative entstanden? Ma das ist am Anfang einfach den 1900 besteht seit Ufang 70 von schon täuschen an du waren eben pur Membre beim 1900 die ich gedet am Duell do die Minibetriebpolen das war interessant an so hast dat den bekommen. 1990 schon Spur davon die eben die Idee hatten den demoge responsable vum Monument wie dem nach gecht de wo direkt feuer Flammen fir dat unzugoen an so sie bekommen an der Twitch eben entwickelt am La von der Zeit das bei null ugangen der Techt am Duell den Atli den Stung nach also Mauuren Stunge nach méi sos war neich wie och ha an der Min Stung neich méi die war usech Biersem Reng iwwer gigin Minoren muss leider so Minoren die sind no zo machen eng Zeit lang hinnerkom méi fir all Installationen aufzubauen das verschrotten so war am Funk neich méi Kilometer gleis méi kein Lokomotiv an ja am La von der Zeit as eben da lo entstanden fertig seit der Tisch so gut geleisen sind rekonstruiert am Anfang ja die sind ja. Die waren alle gute fort auch wow. Doberleitung Kabeln ja Lokomotiven am Anfang ja alles der huet auch eng Zeit gedauert bis dass dat dann alles installiert war dass der Stromheilbahn hast dass du Schienen heileien hast genau also 1990 als du gegangen du hast mal andere geschafft gefirmal die Grundlagen zu schaffen natürlich das Notlimolke praktikabel lass das kann eng Lokomotiv revisionieren weil die Lokomotiv und die Waggerfir net dann die Sachen optreiben Lokomotiven optreiben ja China lehen 1994 statt Feier no war eben Gleis fertig tschen Rodange an La Sauvage durchmin du hast einen Zucht an rum durch Min gefu 1990 du waren 2 Plätzen die Deel was angefallen waren die missen aufgesteipt gi mir insgesamt aus die 2 Plätzen war se relativ nach am guten Zustand war natürlich muss in all Joas aufsteipen gucken wat muss gemacht gefebens ja, präventiv zu schaffen anstatt Donau dann der Mise entgehen zu laufen da das immer mehr. Insgesamt war es an einen guten Zustand doch noch der sieht an enger Galerien wie so du 1,4 Kilometer dat war wahrscheinlich nicht die einzig von der Minheit gëtt die Anna auch nach auch wann so nicht zugänglich sind die ginne doch nach der Tisch mal durchfuhren dat Hauptstreck wie dem uns gehechtet du hast eben all rausgefordert gehen das am Anfang so Hauptschlag oder von der Min an all die anderen Plätzen alles wat Reder längs fortgeht du können dann op die Alchantieren vu 1000 Hertz aufgebaut gehen hast da was noch alles du muss wissen seit 7 aus der Nimi geschafft gehen auch nämlich aufgesteipt gehen dercht dat degradiert sich löser los an dat sind ganz viel Kilometern Galerie dat also sech kunnne ze machen für die ihrem oprecht zu halen dat sich
rechtlich wenigste. Ein klein Ausnahme, da das sech an der Min wo Visit gemacht. Du könnt Leute bisschen rundherum laufen, du gesinn se kleinen Deelchen du vun war eben zugänglich ass méi geht wahrscheinlich kann. Also das Platz wo man sinn ganz freier also so am Jahr 1907 war Perdstall. Du sinn Perdhai ënner Gestalt gifir zu schlufen. Du war dein Pulverkummer an zum Schluss war eben einfach nimmen so Aufstellraum. Du Basel, das hast du nicht erwartet. Ich hatte nicht erwartet, dass die Pferdkarim auch nicht, sondern Minen geschlafen. Ja. Doch, das war so innerhalb der Woche sind sie wann geblieben an der Weekend. Normalerweise Sonntag sind sie raus, ob Twist kommen, für so mal ja, besser Frischluft können zu genießen. Die hatten ein privilegiert Leben vis-à-vis von Frankreich. Frankreich, als es am Förderschau draufgegangen, da war es an der Regel so, ein Jahr drinnen, die nächste Kehr rup, das war dann, wie sie eben aufgelebt hat. Herzbüfter quasi. Fleisch noch. Genau. Dafür das Platz hat nie so wie so ausgesagt, das eben durch geschuld, nur Zumachen von der Mine, dass das alles verlust ging. Wie man darum von tun, war am Anfang nicht mehr eine Stimme pur dick Mauern do und das war dann. Du hast vorgestellt, was keine du machen. Du hast eben entschieden, einfach nur zu bauen, wie eben an der Mine so eine Substation ausgesehen hat, natürlich der Kompressor für Pressluft zu machen, für die Geräte zu betreiben, eine Substation, wo die Energie hier könnt, für die Leute zu weisen. Und eben noch, wie es dann eben war, an der neuzeitlichen Mine, ein Pauseraum, wo die Münnerin neben konnten Pause machen. Mhm. Also bei der Visit kriegt den das noch alles ein gewiesen und du die verschiedenen Apparate wirklich dann noch benutzt, auf hier gefordert. Genau, also bei den Sonderfahrten, du hast eben Visit gut Stück mir lang, also noch gedeiert, viel eben besonders. Und da geht eben einfach alles gewisse, was hier steht. An andere wieder Lokomotiven, Diesellokomotiven, elektrischer. Und eben noch den Aufbau vom Eisennetz selber. Da geht dann angefangen am Jahr 1900, alles manuell. Das steht eben da, dass die Leute ein Bild machen, wie das eben aufgebaut ist, wie am Jahr 1900 ein Loch gebaut ist. Und dann weiter, also zwischen zwei Weltkriegen, also alles mit Pressluft. Und alles das Pressluftgeschirr, was hier steht, das ist eben noch funktionell. Das ist eben den Hintergrund, den wir so die Leute suchen, ja, das hat keine Medien gemacht, kann ich machen, aber ein Eindruck, wo die besser war, nicht gehört. De van de Gräser sewer net nëmme Geschicht. De Summer duerch gëtt doch e volle Programm vum Manifestatiounen am Minetpark. Sondes an op de Feierdeeg sinn den 1900 am Miniesbunner Masäz, et gëtt awer eng Rei aner Grosmanifestatiounen, die der wert sinn, dats de se entdeckt ammer lieft. De 5. Juni zum Beispiel ass Owes den Night Train NRW, den 11. Juli ass den traditionelle Bluesexpress fir Altfront vun der Blues- a Rockmusik, a fir de Schluss vun der Saison evitéiert de Minetpark lächte Weekend vom September op den Anno 1900 hier een grosse Steampunk-Festival. Dat war de Minet Mashup fir de Mount Mei, am Juni simmer im Viersto.